Und um das zu tun, so gesandt zu sein, als Christus wir zu weiten, was das in unserem Alltag meint, wir wollen 1. Petrus 4, die folgende Verse lesen, in verschiedene Beispielen durchnehmen, die Petrus uns hier jaft. Beispielen von was es meint, ein christliches Leben zu führen. Und du sind wenigstens 5 Hauptbeispiele, die Petrus erwähnt, und wir werden von der Samaria das erste davon sehen mit Gottes Hilfe. Und wir fingen an den ersten Beispiel in Vers 7, wo der Apostel sagt, der Zeit ist bald hier, dort alles ein eng hat, und du wegen mat die wacker sein und klar denken, dort die beten kann. Und das Vers enthält wenigstens 3 Hauptpunkte oder größere Punkte, die wir kurz durchnehmen wollen. 3 Punkte. Erstens, wer so Christus gesonnen ist, denkt wirken daran, dort wie an der Engzeit leben. Petrus schreibt, die Zeit ist bald hier, dort alles ein eng hat. Und dieser Gedanke ist eng verbunden mit, was Petrus in Vers 5 schreibt. Sie wollen sich noch mal vor den verantworten machen, die du reit hast, die leben dir auch, die dort dir zurechten. Und er redet hier von den Menschen, die erst einmal unsere Freunde werden, aber nu ans Utlachen down und ever ans Spotten down, wie wir nicht mehr dort down, wo die Welt tät. Wie wir nu anders sind, wie wir nu Kinder Gottes sind. Die wollen einen Tag auch Rechenschaft geben machen, über wo sie uns behandeln down. Und über das beweist uns auch, dass ein Gerichtstag kommt. Nicht? Nicht bloß für dich, aber für alle. Und wenn er wird dort sein. Ja, wenn unser Leben auf dieser Welt Erde ist, oder wenn Jesus Christus zurückkommt, dann kommt Jesus zurück, nicht als Erlöser, aber als Richter. Ein Bibelgelehrter schreibt, wir leben in der letzten Zeitperiode, nicht so als die Juden im Alten Testament. Der Herr wird als Stelle kommen, er ist reit, die Welt zu richten. Dort ist bloß Gottes Geduld in seinen Willen, dort die ganze Welt, dort Evangelium Jesu Christi kriegen soll, was am dazu bringt, die Zeit vor seine Ware kommen zu vertragen. Und als Bibelleser weit wie dort der Autor sich ab 2. Petrus 3, Vers 9 sich bezieht, der Herr vertragt sein Versprechen nicht so lang, sagt Petrus, so als einige meinen, er hat bloß Geduld mit jünd, bis er will, dass alle Mann sich abmerken soll, und dort keiner verloren geht. So Petrus, er redet hier von Menschen, die sagen, komm mal, die Kinder Gottes, die Christen, die sagen, Jesus kam drei, wir müssen reit sein, aber er kommt nicht. 2000 Jahre sind all für gut und er kommt noch nicht. Alles geht Krieg, so dass einmal gewusst ist, er wird nicht weiterkommen. Und Petrus sagt, ja, er wird kommen und dort wird es der Zeit Noahs sein. Die Menschen, die wollen leben, Kriegsus, die dort gewandt sind, oder gewöhnlich haben. Und dann, ein Tag, kommt Jesus rein. Und die ganz meisten Menschen wollen nicht dafür bereit sein. Die kommt rein. Und er vertragt sein Weiterkommen, wie es er will, nach dem Bett Gelegenheit geben, dort Säulen noch empfangen kann. Jesus will, dass so viele Menschen allmählich gerat worden und du wegen er noch nicht zurückgekommen. Aber schließlich wird der Gnud Tiet ne eng haben und der Herr wird seine Versprechen erfüllen und weiterkommen. Und so sagt ich, das mal nicht als Erlöser, aber als Richter. Und soll der Erkenntnis, dass der Herr zurückkommt, nicht unsere Verhalten und Einstellungen beeinflussen, wo wir von der leben dann? Soll das uns nicht beeinflussen? Natürlich. Das soll. Hörch, was die Schrift uns in 2. Petrus 3 sagt. Wer mitlesen will, will 2. Petrus Kapitel 3 lesen. Ich werde die Verse 10 und 11 lesen. 2. Petrus 3, Verse 10 und 11. Dieser sagt, über den Herrn sein Tag wird so kommen aus ein Stille an der Nacht. Und dann wird es schrecklich krachen. Und der Himmel wird abgelöst worden. Und du wirst so eine Herz sein, dass dort, wo die Welt gemerkt ist, verschmelten wird. Und die Erden, wo der Boven ist, wird in Flammen abgehen.
Wenn das uns nu alle vergehen und abgeleist worden soll je jünd dann nicht bemühen, heilig und fromm zu leben? So hier sei wie an Petrus in die eigene wir zu weiten, dort du Wort nicht eng sein. Und dort wir nicht weiten, dann wenn dort Wort sein, dort soll uns bemühen, ein heiliges Leben zu führen. Und wenn wir Ewigkeitsgesonnen sind, dann kann wir besser ein heiliges Leben führen, wie es wir weiten und wir sein an, dort alles, was wir denken, alles, was wir sein, alles, was wir tun, wird vom Herrn gerecht worden, wann er zurückkommt. Und wenn wir das weiten tun, dann wollen wir uns sehr anstrengen, so ein Leben zu führen, wo der Gott verherrlicht wird. Und doch weit wir dort ut uns selbst, können wir dort nicht, das ist allmählich. Deswegen hat Gott uns seinen Geist geschenkt. Mit Gottes Kraft, dann ist es möglich. Wenn wir uns Gott ganz Hand geben tun, und wenn er an uns kommt und uns fällen wird, und er uns Leben dann kontrollieren wird, dann ist es möglich, so ein Leben zu führen, was heilig ist und wo der Gott verherrlicht wird. Ewig gesonnen zu sein, oder ewigkeitsgesonnen zu sein. Und dieser Gedanke ist mit den folgenden 2 Punkten gut eng verbunden. Wenn wir wieder lesen, dann, das sagt hier Petrus, sagt, der Zeit ist bald hier, dort alles ein eng hat, und du wegen mat je wacker sein und klar denken. Wacker sein und klar denken. Auf Englisch wird das Wort serious gebraucht oder ernst gebraucht, und da steht klar denken. Wir sollen das serious nehmen, ernst nehmen. Wenn wir aus Christus gesonnen sind, dann wollen wir unseren jährlichen Wandel ernst nehmen. Woran ernst? Wir weiten dort unsere Ewigkeit davon aufhängen wird. So tun wir haben, dass wir uns verreven sollen, dass wir jährlich anschlupen sollen. Ist das nicht so dort? Dass wir dort so möglich als möglich hier auf dieser Welt dort haben, dass wir uns bloß jährlich anschlupen da, mitfahren da. Und glücklich waren über alles, was uns geht und wo wir leben da. Ist das nicht so dort? Das, was so tun war. Er sagt uns, Kimmel, merkt die nicht so eine große Sorgen über, wo die leben das. Er gleicht dort, wann wir Sünden und große Sünden und auch kleine Sünden anteilen da. Woran? So dass wir weiße Sünden nicht mehr so euch annehmen da oder nicht so ernst annehmen da. Er will, dass wir vergessen sollen, dass jeder Sinn direkt eingehorsam gegenüber Gott in seinem Wort ist. Und er will, dass wir unsere Freiheit in Christus aus eine Erlaubnis oder eine Utrecht brücken sollen, zu sündigen. Viele Christen zitieren Bibelverse aus Römer 6, Vers 14, wo Paulus schreibt, der Sinn soll nicht ewig herrschen können, wie sie sind, nicht unter dort gesagt, aber unter der Gnade. Und sie behaupten, dass so ein Vers aus der bewies, dass all ihre zukünftigen Sünden wollen von Gott sein wollen, nur dem sie einmal Jesus Christus eingenommen haben. Wir sind unter Gnade, seien sie. Der gleichen Vers 14. Und hier kriegt du ab. Aber wenn einer bloß im Bett wieder lesen wird. Lass mich Verse 15 bis 18 lesen. Römer 6, Verse 15 bis 18. Dort wie Vers 14, nu Vers 15, sagt Paulus, was dann nu, kann wir sündigen, wie es wir nicht unter dort gesagt, aber unter der Gnade sind? Aber niemals, sagt er. Weißt ihr nicht, dass wenn die jünd wem Hand geben zu dein, dass die dann dem sind Knecht sind, den die gehorchen, entweder der Sinn, der zum Tod führt, oder der Gehorsam, der mit Gerechtigkeit belohnt wird? Aber Gott sei Dank, dass wenn die auch an den Sinn versklavt werden, so sind die von harten Gehorsam geworden, jünd an der Lehre zu halten, der jünd Hand gegeben haben. Nie, dass die von der Sinn frei geworden sind die an der Gerechtigkeit versklavt. Als Christen sollen wir uns Leben Christus Hand geben, ganz Hand geben, und uns zu seinem Knecht merken. Von der nach werden viele Christen nicht das Wort Knecht annehmen.
Warum nicht? Das fehlt Deimut, nicht? Krieg. Warum noch? Wer will von ihr nach eine Knecht sein? Wir wollen alle Wirt sein, nicht? Viele sind so gesonnen, wie die Arbeitsstellen, nicht? Viele, besonders jüngere Menschen, nicht alle, aber viele junge Menschen, die wollen kurz Wirt sein. Und weiten nicht, dass es sehr viel Anstrengung in Arbeit braucht, um erst eine Wirt zu werden. Einer macht als Arbeiter manchmal anfangen. Christus sagt, wie sollen seine Knechten sein? Wie sollen Servants sein? Kriegst du es hier? Viele Menschen gleichen das Wort nicht. Die glauben, dass es viel zu ernst ein Wort Knecht. Aber indem sie so denken, seien sie, dass Paulus kriegt das Wort für einen Zweig gebraucht hat, wie es ans christliche Leben ernst ist. Ans Leben an dieser Zeit wird unsere Ewigkeit bestimmen. Ist das nicht ernst? Ist das nicht? Wo wir von dem Leben tun, wird bestimmen, wo wir für alle Ewigkeit sein wollen. Das ist eine ernste Sache. Und auch wenn unseren christlichen Wandel ernst ist, meint nicht, dass unser Leben ohne Friede ist. Und viele Menschen sagen, dass ein Christ zu sein, das meint ernst sein. Einmal ernst sein, einmal mit Kreuz kriegen. Viele sind so. Aber das ist nicht, was Petrus hier meint. Haben wir nicht eine große Freude im Herrn, weil wir Jesus euch genommen haben? Habt ihr uns nicht eine große Freude zu weiten, wie sind nie erleist, unsere Sünden sind weich, unsere Horten sind rein? Soll dort nicht zu sein sein? Absolut. Jesus sagte seinen Jünger, nur dem er ansieht, dass sie seine Geboten halten sollen. In Johannes 15, Vers 11, so sagt er nach seinen Jüngern, ich habe ihnen das gesagt, die sollen meine Geboten halten, dass meine Freude an ihnen bleiben mag und dass die ihnen ganz freien können. Ganz freien können. Wenn wir seine Geboten halten, denkst wir weiten, wir haben eine reine Gewissen vor Gott und wir wollen für alle Ewigkeit bei ihm sein. Das ist eine Freude, was teilnehmen wird, wenn unsere Beziehung mit Gott teilnimmt. Das ist eine Freude, die keiner uns wegnehmen kann. Kriegen dann, wo schwer das Leben manchmal ist. Wir müssen bloß daran denken, was Jesus für uns zu tun hat. Und dann gibt er uns weiter eine hartvolle Freude. Christus zu dein meint, versagtig sein. Dort ernst nehmen, aber nicht ernst einmal zu looten. Wir müssen eine Freude an uns zu sein haben. Petrus schreibt, wir müssen klar denken oder ernst sein. In einer steht ernst Wort, an was die Bibel Übersetzung in das Wort mit nüchtern übersetzt. Und das originale griechische Wort ist Sophronia. Meint mehr als bloß ernst. Das meint auch vernünftig, sicher und balanciert. Haben wir das Wort balanciert? In Englisch würden wir sagen balanced. Live a balanced life. Ein Kommentator erklärt, Sophronia bedient eine nüchterne Einstellung der Hand, was Worte Balance wiest. Nur Gottes Bestimmung mit Balance zu handeln, merkt jemand wirklich mäßig und dort halt aus Gottes Perspektive balanciert. Biblische Balance beschreibt eine Person, die sich nicht selbst kontrolliert, sondern die von Gott kontrolliert ist und von dem Gott dirigiert wird. Salomo sagt in Sprüche 4, Vers 27, Gu nicht reich, auch nicht links vom rechten Weich rauf, blieb von alle Beise weich. Wir sollen an der Mad gehen, am schmalen Weich blieben. Und wir als Christen brauchen Weisheit, um ein balanciertes Leben zu führen, damit wir ab dem schmalen Weich blieben können. Wir sollen das ernst nehmen und wir sollen abholen. Dass wir nicht zu weit links oder zu weit rechts gehen.
Wenigstens dann kommen wir vom schmollen Weich rauf. Und dann sagt Petrus, der Tiet ist bald hier, dort alles ein eng Hafen, du wegen mat die wacker sein und klar denken, dort die beten kann. Um zu verstehen, wo wir zum Gebet wacker sein kann, müssen wir erst weiten, was Petrus mit dem Wort wacker meint. Und dort ursprüngliche Wort, was hier als wacker übersetzt wird, als Nepho, meint sie nüchtern, nicht betäubt. Betäubt. Was meint das Wort? Betäubt wird eine Deutsch sein. Betäubt sein. Verdrücken, ja. Numb, very good. Numb. Numb, wenn eine Numb ist, dann kann eine nicht mehr was feilen. Und du weißt, dann viele Menschen trinken nicht, weil die wollen nicht wirklich mehr feilen. Die haben große Gefeile an sich, aber die wollen die Gefeile nicht mehr feilen. Die wollen numb werden. Was noch? Woran wollen diese Menschen nicht mehr klar denken? Sie wollen sich nicht heimgeben. Very good. Gott wies uns an, was sie noch tun sollen. Wo die Menschen noch zu fehlen haben und zu kort kommen down und werden sich nicht ganz heimgeben. Betäubt sein. Wir sollen nicht, wir können nicht betäubt werden. Wir sollen klar denken. Was sind Dinge, die uns betäuben tun? Jährlich betäuben tun? Hier auch von Trinken, das kann uns jährlich betäuben. Ja, was noch? Ja, kann Geld sein, absolut. Einer kann wohlhabend sein und betäubt sein, einer sieht bloß nicht das Geld. Einer kann sehr wenig haben und von Geld betäubt werden. Wenn einer erst bloß Geld hingeron. Dort kann vielleicht Schulden sein, nicht? Wenn wir große Schulden haben, dort ist schwer für uns, so kann uns jährliches Leben betäuben. Zum Beispiel, wir denken, wo wollen wir die Schulden auftun? Wir müssen einmal schaffen, wir haben niemals Zeit, eine Kirche zu fahren, wir müssen Sinn nachschaffen, wir müssen Mehrweg zu Uwes einmal schaffen, wir müssen schaffen, da kann uns betäuben. Da kann allerhand verschiedene Sünden sein, nicht? Wenn wir verstärkte Sünden am Hort haben, die wir nicht mit Gott reich machen können oder die Gott nicht ewig geben, dann Sünden wollen uns immer betäuben wollen. Wir wollen niemals klar denken können, solange dort wir verstärkte Sünden haben. Wir wollen anfangen zu denken, das wird nicht actually so schlimm, nicht so euch. Und so eine Sünden aus dort, das sind actually nicht große Sünden, das ist okay. Die können uns betäuben. Und Gott sagt, nee, bring mir alles. Dann, wo ich klar denken kann. Jesus will haben, dass wir klar denken sollen. Einmal war wo wir als Christen an Gottes Wort gewarnt, wacker und nüchtern zu sein. In Vierten sind diese Warnungen in Krieg mit Jesus in Treikommen verbunden. Zum Beispiel sagt Petrus in 1. Petrus Kapitel 1, Verse 13 bis 16. 1. Petrus 1, Verse 13 bis 16. Deswegen merkt jene Horten frei von alles, was jene hingern können, sieht am Denken klar und recht jene Hupning ab der Gnudenguf, die je kriegen wollen, wenn Jesus Christus kommt. Dann gehorcht Gott nu, wie sie seine Kinder sind, und lut jene nicht weiter von der Lostmacht rieten, woran die lebten, ehe je besser wüssten. Aber so, als die heilig ist, die jene abgenommen haben, Christus, sei je auch in all jene Wege heilig sein, wie es dort steht geschrieben, ich sie heilig, und du wegen sei je heilig sein. An den abgestohlenen Erleiser Jesus Christus sagt auch in Offenbarung, der Tafel zu Johannes gesagt,
Offenbarung 16, Vers 15. Er sagt, kijk, ich kom, Jesus, ich kom, so als ein Stehler. Seilig ist, wer du wirkt in seine Kleider unhaft, dort er sich nicht schämen bruckt, wann andere arm sein. Dort ist, liebe Geschwister, so wichtig, dort wir wacker blieben, damit wie heilig gefangen worden, wann der Herr zurückkommt. Jesus sagt in Lukas 12, Vers 37, und das ist ein Part vom Gleichnis, er sagte seinen Jünger, dort wird für dich deine Gott sein, der Herr reit traf, wann er kommt. Der nicht eingeschlupen ist, der klar denken wird, der für am schaffen wird. Wir müssen nicht bloß wacker sein, sondern auch wacker in unsere Gebete, sagt Petrus. Als Jesus vor große Entscheidungen oder Abgaben stund, dann ging er für Samwur ganz allein hin und verbrachte viel Zeit im Gebet. War seine Kritigung, frug er sogar seine engste Jünger, arm im Gebet zu unterstützen, dass sie für ihn beten sollen. Können wir uns dort vorstellen? Er will haben, dass seine Jünger für ihn beten sollen. Wer will die Verse lesen? Wer möchte lesen will, Matthäus 26. Matthäus 26, ich will die Verse 36, aber 41 lesen. Matthäus 26, 36, aber 41. Matthäus 26. Dann ging Jesus mit an ein Platz, Gethsemane, und er sagte seine Jünger, seid jünt hier durch, ich gehe noch wieder, zu beten. Und dann nahm er Petrus und Zebedäus seine Sehens, zwei Sehens mit sich, und er kam eine Angst, der am ganz traurig macht. Und dann sagt er an, meine Seele ist traurig, und an Todesangst blieb hier und werkt mit mir. Und er ging nach dem Bett wieder und fiel ab dem Gesicht und er bet. Mein Vater, wann dort mehlig ist, dann lud diese Lieden an mich vorbeigehen, doch nicht so als ich will, aber so als du warst. Und er kam Tränen seine Jünger und die werden Wort. Die werden eingeschlafen. Jesus frug an, ob sie nicht für ihn beten würden, und er kam Tränen und die schlupen durch. Dort wird mir bloß sehr leid gewahr sein, wann dort mir wir. Er fängt die eingeschlupen. Und er sagte Petrus, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir taub wirken? Wirkt im Bett, dass ihr nicht an Versiegung fallen. Der Jes ist wahrlich über das Fleisch ist schwach. Und hier finden wir zwei Hauptgründe, woran wir in unseren Gebeten wacker bleiben sollen. Erstens, so dass wir nicht von dem überrascht werden, was ab uns zukommt. Dort wir nicht eingeschlupen gefangen worden. Zweitens, um die neue Kraft innerhalb von Buben zu kriegen, so dass wir dort kommende Versiegung oder die Versiegungen überstehen können. In unseren Gebeten wacker zu sein, meint auch, dass wir mit Aufsicht, mit Aufrichtigkeit und mit Glauben beten sollen. Wir beten, wie es wir erkennen, dort wir mit unseren eigenen Kraft nicht überstehen können. Dass wir Gottes Haupt fehlen. Wacker sein. Tof wenn wir beten, dann kommen immer dieselbe wieder rüt, nicht? Die wird rüt. Wir beten dort, wo wir gewandt sind zu beten. Und ein jeder macht mit abhosten, dort einer wirklich dort meinen, der wird einer zu Gott beten, der. Wacker sein. Und ein Ding, was wir nicht vergessen sollen, ist, dass diese Wachsamkeit am Gebet auch andere mit anschließen wird. Dass wir andere helfen, ihre Lusten im Altar Gottes zu bringen. Paulus ermahnt seine Leser in Epheser 6, Vers 18. Dit tut alle am Gebet und bet Gott Hilfe. Bet immer, wann der Jesus tut unmond, blieft wacker und geeft nicht nur mit beten. Bet für alle, die zu Gott sein Volk, die hören.
Wir sollen für uns selbst beten und auch für andere beten. Und denkt daran, sogar Jesus früh um die Gebete seiner Jünger, während er im Garten Gethsemane war. Es fehlt uns, liebe Geschwister, nicht andere ihre Gebete noch viel mehr, damit wir wacker und heilig bleiben können, was Jesus trägt oder uns nach Hause raubt. Noch viele sein, die gleichen nicht in die Kirche fahren, wegen dort ist für einen vielleicht armer gleich und sie haben Trouble mit Menschen rauszukommen. Und einer mag nicht in die Kirche fahren, wegen einer kann Gott kriegt sogar zustehen. Das ist nicht ein Bemat, in die Kirche zu kommen. Das ist eine Gelegenheit. Das ist eine große Verrecht, die wir als Kinder Gottes haben. Dass wir Gott nicht allein dienen machen. Dass wir Geschwister im Herrn haben. Dass Gott noch mehr Kinder hat. Dass wir taub beten können. Dass wir füreinander beten können. Das ist eine Verrecht. Und Jesus sagte seine Jünger, bitte bet für mich. Und wenn Abend dort neidig wir, dann fehlt das uns Krieg sogar noch viel Dollar, noch viel mehr. Und wir sollen uns niemals schämen, unsere Geschwister zu sein, bitte bet für mich. Ich gehe nicht durch eine sehr schwere Zeit. Oder ich sie nicht mehr gesund. Oder mir fehlt Mut, mir fehlt Kraft. Wir schämen uns viel zu leicht. Wir sollen up sein. Gott will uns helfen. Gott will haben, dass wir füreinander beten sollen. Wir sollen solche Sonnen sein, als Christus wir. Was meint das? Was meint das für unseren Alltag? Petrus sagt, die Zeit ist bald hier, dass alles nach eng hat. Und deswegen muss je wacker sein und klar denken, dass je beten kann. Und ich will diese Botschaft mit einer Schriftstelle schließen, die wir in Römer 13 finden. Das ist ein bisschen längere Aufschnitt, aber wer mitlesen will, lese ich aus Römer 13. Römer 13, Verse 11 bis 14. Paulus post alles, was wir von der studiert haben, wunderbar taub, indem er Folgendes sagt. Römer 13, Verse 11 bis 14. Er sagt, dann dauert das, wie sein an der Zeit, dass die Sinn, dass die Stunde hier ist, wo das verjüngte Zeit ist, in den Schlub abzuwarten. Wie es unsere Radung ist nicht nur da, als dann, als wir zum Glauben kommen. Die Nacht ist meist vorbei und der Tag ist hier, dann weil wir nu dort offline, was zum Dienstren gehört, in uns damit kleiden, was zum Licht gehört. Dann weil wir uns so benehmen, als uns dort am Licht kommen wird, nicht in ein wildes Leben in Süpen, und auch nicht unsere Fleischeslast, den Warenluten, auch nicht in Streiterie, in Aufganst. Lut den Herrn Jesus Christus ganz die Kontrolle überjünd haben. Und sieht nicht eine eigene oder eine Gelegenheit, dort Fleisch den Wahlen zu looten. Wacker sein, klar denken sein. Jesus Christus kommt zurück, mache uns wacker und klar denkend. Amen.